Meine Damen und Herren, ich begrüße euch da ganz herzlich bei dieser Pressekonferenz, bei dieser traditionellen Pressekonferenz für die Rentrée. Ein bisschen eine spezielle Rentrée. So nicht merci, dass ihr kommen seid. Und für was Sie mir hier am Casino dazu zu verursachen, erstens mal natürlich für mich Platz, und bei unserem normalen Büro werden wir ein bisschen gedreckt. Zweitens ist aber so, dass ein SEW geplündert ist und dass als Büro neuerdings hier am Casino sind. Ich will mal erlauben, die Leute durch vorzustellen. Wir haben Nadja Ruef, die Vertreterin von der ABK. Dann haben wir heute auf der anderen Seite Isabel Bichler, der zuständig ist für die Charge de Cours vom Landesverband, wo wir ganz eng zusammen schaffen, dann immer mehr eng, und offiziell sind wir ja da ganz zusammen. Dann haben wir den Jules Bartel für den Sekundär. Und ich werde dann aufhängen über den Fundamental zu schwätzen. Ich wollte just dafür einen Hinweis machen, die ganze Problematik von der Charge de Cours. Da werden wir zu einem späteren Zeitpunkt eine extra Pressekonferenz machen, für dann die Problematik aufzugreifen. Und es leidet auch ein größerer Konflikt an den Centre de Compétence an der Luft zwischen dem Personal und dem Minister, wo wahrscheinlich an den ersten Tag oder Woche gewerkschaftliche Aktionen geplant sind. Und da werden die Gewerkschaften dann noch dem Moment selbstverständlich und Presse rundrennen. Ich probiere ein paar allgemeine Bemerkungen über die Education und über das Fundamental zu machen, und Jules Bartel geht dann anschließend am Detail auf den Sekundär an. Bei dieser Rentrée stehen hauptsächlich die sanitären Mesuren gegen Covid-19 am Fokus, und wir werden selbstverständlich auch darüber zurückkommen. Dabei, und das will ich wirklich hervorstreichen, gibt es aber an der Education ganz viele andere Probleme. Probleme, die zum großen Teil auch schon vor der Pandemie bestanden haben. Und ich will auch direkt sagen, dass wir am SEW keine Verstehung schon für den Minister, die ganz offensichtlich einen großen Teil von seiner Zeit, von seinem Apparat und auch nicht unbeträchtlich finanzielle Mittel benutzt, für eine persönliche Medien- und Image-Kampagne zu machen. Das ist den Enseignants egal, wie der Minister an der Presse auftritt. Die Enseignants, die kennen Probleme aus ihren Schulen. Wir brauchen keine vagen Ankündigungen, und wir helfen doch nicht dem Minister seine Selbstberuhigung. Wir brauchen einen Minister, der die Probleme ehrlich analysiert, den sie benennt, und die konkret und effikaz Mesuren zusammen mit den Leuten aus den Schulen ausschafft und umsetzt. Was wir aber im Moment erleben, Probleme geschehen, alles das, was der Minister dezidiert hat, aus seiner Durchstellung nur ein riesiger Succès. Aber leider ist die Realität ein ganz andere. Und die Enseignants wissen das. Und die Diskrepanz von der Kommunikation vom Minister und der Öffentlichkeit an die Realität an den Schulen, wo die Probleme immer mehr groß gehen, wo Mesuren nicht ankommen oder nicht greifen, feiert dazu, dass viele Enseignants demotiviert sind und nicht mehr daran leben, dass es wirklich darum geht, für die Schule zu verbessern. Im Moment nach Schusspolitik gemerkt für die Popularität des Ministers. Und nicht mehr spät wie gestern hat der Minister an der Philharmonie die Professionellen aus der Education als Kulisse missbraucht, wohin sich an seinen Mesuren hoch gelobt hat, und das für ein Publikum, das die Realität aber kennt. Leute, die wissen, dass was die groß angekündigten Mesuren, ob die jetzt zum Teil nach zurückkommen, an der Realität wirklich bringen, und Leute, die wirklich vom Terrain sind und die eigentlich auf konkrete Mesuren gewartet haben. Gestern hatten sie dieselbe Propaganda geboten wie bei einer Wahlkampfveranstaltung. Wenn da wie gestern der Minister auch nach dem Manfred Spitzer, ein ziemlich kontroversierten Expert, auf ihren allem ganz verwandte Gegner vom Einsatz von digitalen Medien als Reden invitiert, an denen dann nur noch nachweist, dass Schulhallen à Distanz via Videokonferenz nicht funktioniert, dass es nicht bringt, ohne Konzept Schulen mit Computern auszustatten, den dann am Anfang alles quasi wieder durchtut, weil der Minister gerade für Drohnen angekündigt hat. Da haben sich bestimmt viele Enseignants, die gestern nur geguckt haben, gefragt, ob sie am Ministerium überhaupt wissen, was sie wollen. Wir wollten das nur mal einfach als Intro gesagt tun, und aber wird ich auf die ganz großen Défi von der Education kommen, die leider im Moment an der Diskussion, wo es hauptsächlich über sanitäre Mesuren geht,
du bausen ein bisschen innergeht, und da das Risiko vom schulischen Dekrochage von einem Teil von unseren Schülern. Im Generell sind Kanner aus gebildete soziale Schichten schulisch relativ gut durch das Konfinement kommen. Kanner aus sogenannten bildungsfernen Schichten, wie ihn der so schön nennt, zu einem großen Teil nicht. Den Herr Meisch hat das Problem offensichtlich auch erkannt, an einer Reihe von Mesuren mal gekündigt. Aber für uns sind diese Mesuren nicht effizient und sie gehen bei weitem nicht durch. Das Problem von der Schere an der Schule, die aus der Nähe geht, die ist nicht neu, und nur das auch schon in den letzten Jahren während der Krise viel beschäftigt. An dem Konfinement und die Absplicken von den Klassen am letzten Schuljahr wird die Situation ein bisschen dramatisch verschärft. An der Situation vom Schuldaheim, wie das genannt wird, kommt viel auf das Engagement von den Eltern an. Die Kinder müssen motivieren, sich schulisch zu engagieren, und die Kinder, besonders die Kinder, die nicht so leicht gelehrt haben, müssen geholfen kriegen. Das konnte viele Eltern nicht an dem Maß leisten, wie es nötig gewesen wäre. Das ist so nicht als Reproche und die Eltern zu verstehen, sie waren noch am Konfinement, sie selber müssten schaffen, sie sich müssten Member von ihrer Familie kümmern. Aber viele Eltern beherrschen noch nicht all oder sogar überhaupt keinen von unseren Schulsprachen. Und das ist klar, dass à Distanz den Enseignant, den Schüler nicht so effizient kann helfen, wie das in einem Klassensaal möglich ist. Der Minister hat zwar schon noch 2 Tage quasi, wie nach das allermannsten abgestellt war, groß annonciert, dass die Schule daheim von funktionieren, aber das hat aber nicht bei allen Schülern der Realität entsprochen. Zum Teil auch einfach, weil eine Reihe von Kindern den nötigen Equipment nicht hatten oder nur müssten an der Familie teilen. Wenn wir hier von Kommunikationsmitteln und technischem Equipment schwätzen, die Education hat auch wie selbstverständlich sich auf das private Equipment von den Enseignants verlassen. Die Enseignants, wenn ich oft nur gesagt habe, dass sie technisch nicht so versiert waren, haben ganz sicher mit ihrem eigenen Computer alles en Platz gesetzt. Und ohne hier das Equipment wäre sicherlich nicht viel gegangen. Und das sind für Anekdote genau die Computer, die Steuerverwaltung als noch immer nicht als Arbeitsinstrument anerkennt. Wir verlangen da ganz klar als SEW, dass die Education in Zukunft den Enseignants mit dem nötigen informatischen Material für daheim equipiert. Ich muss sagen, dass das Konfinement mir lange gedauert hat und das ist das Feedback, das wir von vielen Eltern gekriegt haben, als die Motivation von den Kindern aufgegangen. Sie hat aufgeholt und gewonnen mich schwer, für so ein Schaffen zu kriegen. Kinder als sozial benötigte Schichten sind davon am meisten betroffen, und Schüler von den Savoir am Wissen, die schon in den letzten Jahren immer mehr auseinandergegangen, als nach mir weit abgegangen. Und das ist der Hauptdefizit von der Education. Und das nicht nur an den nächsten Wochen oder an den nächsten Monaten, aber mindestens an diesem ganzen Schuljahr, aber bestimmt noch darüber hinaus. Es darf, so wie der Herr Meistadt selber gesagt hat, keine verlorene Generation geben. Wobei da aber nur ein Teil von der Generation gemeint ist, und das sind normalerweise oder hauptsächlich Kinder aus schwachen sozialen Schichten. Die Retarden, die es gab durch das lange Konfinement, die konnten am Ende vom letzten Schuljahr nicht abgeschafft gehen. Und an die kurze Zeit an der Konstellation von A- und B-Gruppen hatten die Enseignants noch nicht die Möglichkeit, für eine seriöse Evaluation von den einzelnen Schülern zu machen. Wir wissen also nicht präzise bei dieser Rentrée, wo die Kinder stehen. Und dafür verlangen wir als SEW, dass den Dispositiv von den Tester, den an den letzten Jahren abgestellt wird, von Schulen mit standardisierten Tester relativ regelmäßig, die da auch gemacht gehen, dass die Tester adaptiert gehen, dass die Schüler evaluiert gehen, für das wir gesehen werden, Konsequenzen vom Konfinement sind. Dass wir gesehen, wo wir können sehen, und das so gut bei den einzelnen Schülern wie auch am Allgemeinen an der Schule. Das muss natürlich so sehr wie möglich geschehen, für den Enseignants ein zibliertes Feedback zu geben, und an der Education als System sich die Möglichkeit zu geben, sich den Besoin von den Schülern anzupassen. Auch wenn das riskiert, die positive Message vom Minister ziemlich oder ganz kräftig zu relativieren.
Im Ministerium sind sie sich dem Problem vom Décrochage natürlich bewusst. Dann haben wir die Mesure vom Rattrapage gehabt für der Rentrée. Wie immer groß angekündigt, muss ihn aber just als Fassade oder Tapalöi gesehen. Und in ein paar Stunden noch für der Rentrée, wo als Personal hauptsächlich die Leute engagiert wurden, die als bei den A- und B-Gruppen an der Schule bei der Betreuung geholfen haben, weil an der Regel Studenten waren. Der Minister hat sie, wie da du gekündigt hast, als Pädagogen bezeichnet. Die haben keiner geschafft, die sie nicht kannt haben. Und die können trotz großem Einsatz kaum Lakünen abgeschafft werden. Also die paar Stunden geht knapp durch, die Kanner kennenzulernen. Und dann kann ich nicht davon ausgehen, dass das, was Kanner in dem letzten Jahr verloren, dass du wirklich nennenswert viel abgeschafft kommen. Auch bei den Mesuren, die am Fundamental für angekündigt wurden, für außerhalb der Schule, wissen wir aus Erfahrung, dass wir oft nicht die Schüler erreichen, die es eigentlich bräuchten. Als Beispiel gesehen, der Minister rief die Enseignants ab für die Appuiestunden, die sie mussten am Kader von ihrer Tasche leisten, für die dann außerhalb der Schule zu machen. Klingt a priori gut, also aber absolut kein zusätzliche Hilfe, weil da fallen die Appuiestunden während der Schulzeit weg. Wir als SEW fordern, dass die vorgesehenen Mesuren am Kader von der regulären Schulzeit am Platz gesagt gehen. Hier kann dann zum Beispiel mit kleinen Gruppen gezielt geschafft gehen. Und das unter einer Anleitung vom Titulär, den sie am besten kennt. Wir dafür brauchen aber Personal. Und hier schlägt der berühmte Kontingent, von dem wir schon seit 10 Jahren schwätzen, den also für 10 Jahre angebaut wurde, wo mehr wie 10.000 Wochenstunden an den letzten 10 Jahren aufgebaut wurden, voll zu. Und zu diesem Moment, wo viele Schulen sowieso schon Probleme haben, für eine verständige Schulorganisation aufzustellen, könnte die Penurie natürlich noch zusätzlich als Problem dabei. Dafür brauchen wir an der Schule zusätzlich Personal. Es geschieht aber gerade das Contraire. Es gibt immer mehr Leute und es gibt immer mehr ausgebildete Leute vom Minister aus der Schule rausgezogen. Das sind dann die ja nur als Spezialisten relativ sehr den Titel vom Spezialist kriegen. Das sind alle mit den komplizierten Aufkürzungen, die dann eigentlich sollten helfen, wo aber nicht mehr zum Teil oder gar nicht bei den Kannern zum Einsatz kommen. Und da müssten sie hier ganz Energie einsetzen, für just mit den Kannern zu schaffen. Konträr, sie verbringen ganz viel Zeit in Reunionen, es gibt ganz viel administrativ Arbeiten oder sie wollen die Enseignants coachen. Mit den Enseignants brauchen kein Coaching, sie wissen meistens, was sie machen, sie brauchen konkret Hilfe bei der Arbeit mit den Kannern. Und die ausgebildeten Leute, die vom Terrain aufgezogen sind, gehen dann ersetzt durch Leute, die noch nicht ausgebildet sind. Penurie insgesamt ist noch immer ein Thema. Es fehlen uns viel diplomierte Enseignants und der Beruf ist nicht mehr attraktiv. Aber viele Junge, die Studien aufhängen, machen ja nur weiter, studieren weiter, und verschwinden dann in den Institutionen, kommen also nicht für uns Kanner. Schulhallen ist definitiv für Junge scheinbar nicht mehr attraktiv. Und es gibt immer mehr ausgebildete Leute, die mit den Kannern arbeiten. Ich will auch nicht eine Diskussion lassen über die Motivation und Engagement von Chargé de Cours oder Quereinsteiger. Das stellen wir als SEW nicht auf froh, au contraire. Das wird eine Notlösung sein. Das geht immer mehr zur Regel. Und gesagt ist ganz klar, dass das Ministerium auf den Zug abgesprungen ist und das favorisiert. Und Politik müsste am Konter Erfahrungen machen, für die Schulhallen mehr attraktiv zu machen und mehr Junge zu motivieren, die Studien für den Enseignant zu machen. In dieser speziellen Situation, in dieser Krise, verlangen wir, dass all die Spezialisten, die aufgezogen sind, dass die direkt an Schulen affektiert sind. Ohne großen administrativen Aufwand, wo sie zusammen mit den Equipen an den Schulen an dieser Krise können helfen, mit den Kannern zu schaffen. An so Geschichten wie den Plan de Développement Scolaire, die den Enseignants sonst an Lohn nach immer Stunden an Energie kosten, an den Terrain die Kannern nicht bringen, die müssen Lohn für allem komplett ausgelöst gehen. Und da können noch die Leute, die sich darum kümmern, an den Schulen angesagt gehen. Geschieht aber trotzdem noch immer der Konträr. Ich gebe als Beispiel
Es sind das Jahr 15 Enseignants, das wird in der Major gestern konfirmiert, als Spezialisten für Coding aus der Schule rausgeholt gehen. Das heißt, die sind nur, die fehlen, die gehen dann nicht an die Klassen durch nicht ausgebildete Leute und die sollen dann rundherum durch die Schulen zählen und die Leute weisen, wie die berühmten Coding geht. Die Jungen waren das nicht unbekannt, fundamental ganz viele Probleme mit Lesen, Schreiben, Lehren und Rechnen. Und da können nur die Coding. Und das ist eine Situation, weil denn da der vom Minister ist, und das muss auch scheinbar direkt angefordert gehen. Frieden sich natürlich, ob das sinnvoll ist. Ich rappeliere just, dass wir schon am ersten Schuljahr einen Code an der Schule haben, das sind 26 Zeichen, da kommt dann ein paar dabei. Man kann nicht ganz wissen von der Menschheit verstehen, aber wenn ihr das nicht tut, bringt das nicht. Also ich meine, für uns ist es ganz klar, komm, wir setzen den Fokus auf Lesen und Schreiben lehren, aber wenn man so Sachen wie Coding, da kann das höchstens ein kleiner Teil oder Bestandteil vom Mathematikunterricht sein. Das kann nur nicht das große Thema sein, besonders nicht an dieser Krise. Digitalisierung ist ein großes Thema. Der meist gestern können, wir werden um 10 Jahre an einem Coup weiterkommen. Und das ist durchgestellt als das große Allheilmittel. Dabei haben Etude gewesen, Etude von der OECD, dass bei Lesen und Schreiben lehren den Einsatz vom Computer am fundamental nicht viel hilft, gar nicht hilft und teilweise kontraproduktiv ist. Und zum gestern hat dann den Manfred Spitzer invitiert vom Herrn Meich, darauf hingewiesen, dass Motorik vom Schreiben mit einem Bleistift oder mit einer Füllfeder ganz wichtig ist für die Schrift zu lernen und das Tippen oder beim Computer dort nicht bringt. Dabei könnte ein Problem, an dem ist allgemein bekannt, das kann er viel zu viel Zeit für Mekon verbringen und da muss man sich natürlich vorstellen, ist es sinnvoll, dass man sie noch zusätzlich an der Schule für den Mekon setzen. Weil dafür brauche ich ein Konzept. Und so ein Konzept ist im Moment fundamental auf keinem Niveau zu erkennen. Kann er für einen Computer setzen, möchte nicht automatisch intelligent, echt am Konträr. Und dafür bleibe ich mir sehr, sehr kritisch. Es darf nicht eine Message sein, wir kaufen mir Computer, in Lützeburg hat bekanntlich Geld, Computer können wir als leisten, wir setzen die in Klassen und da geht alles automatisch besser. Wir brauchen höchstens Medienkompetenz, das heißt, wir lehren kritischen und sinnvollen Umgang mit den neuen Medien. Mehr nach einkehr, damit lehren kann er nicht lesen und schreiben. Und das muss ich können, weil sonst bringt den Einsatz vom Computer in der Schule nicht. Au contraire, da bleibt es für die Kinder eine Spielsache, weil es dann noch meistens daheim ist und das ist kein Outil, den ich zum Beispiel für Recherche gebrauchen. Aber wenn ihr meint, können den Kanner für einen Ekran setzen mit einer Software und da geben sie automatisch lesen und schreiben lehren, das funktioniert nicht, das weiß ich schon lange. Da will ich einfach auch noch die Covid-19-Mesuren kurz angehen. Wir sind als SEW a priori mit dem Konzept, was der Minister, seinen Stufenplan, auch noch, dass er gesagt hat, wir wollen so normal wie möglich Schule halten, sind wir d'accord. Es soll aber dabei einen Unterschied geben an den Mesuren vom Fundamental und vom Sekundär. Zu Reserve, dass da neue Erkenntnisse, das tun wir an den letzten Tagen schon hören, dass das einfach immer vorgestellt wird, dass eventuell Wissenschaftler das Gegenteil herausfinden, dass aber vielleicht von der Infektion kann an Jugendlicher identisch sein. Die Mesure gegen die Covid kann ich nicht mehr rational gesehen. Das ist ein Sujet, der ganz hoch emotional ist. Wir müssen wahrholen, dass es Ängste gibt von Enseignants, von Eltern, von Kindern. Und das muss berücksichtigt gehen. Und dafür ist es eigentlich wichtig, dass die Leute mal an Boot geholt werden. Dass sie gesehen, wenn das Konzept ausgeschafft wird, dass sie gesehen, wie das Konzept abgestellt ist. Das Problem ist, dass der Minister eigentlich sein Plan für eine Politik publiziert hat. Wohl verstehen in der Presse, als Info und Enseignant ist es nicht rausgegangen. Das Konzept hätte mir gerne spätestens Ende Juli gehabt. Und dann wäre Zeit gewesen, für zusammen mit den Gewerkschaften und den Leuten vom Terrain Detailer auszuschaffen. Die Enseignant hätten Zeit gehabt, für sich darüber anzustellen.
An der Realität ist es so, dass Gewerkschaften während der Vakanz nicht gefroht sind. Zu keinem Moment, es gibt keine Konzertation. Das just haut für 14 Tage, Freitags ein Mail kommt, dass Montags eine Videokonferenz wäre, du hast dann an der Minister dann via Videokonferenz eine Reihe von Mesuren vorgestellt und die Mesuren sind aber los schon entre-temps verändert gehen. Wir werden also SEW quasi ganz vakanz disponibel für Domat zu schaffen. Aber wir hätten können aufgrund von dem Konzept, das der Minister vorgelegt sicherlich eine Reihe Fragen abwerfen und helfen, das Ganze im Detail auszuschaffen. Lo steht zwar das Konzept, mit die präzis an die genaue Prozedur fehlen. Anfang dieser Woche hatten Norwegen Außen- und Direktionen noch nicht schriftliches Vierleihen, sie hatten keine Ahnung gehabt, was geschieht am Fall von Infektionen und so weiter. Beispiel, der Minister gesagt, just eine Gruppenklasse, und hat am Anfang auch die ganzen Prozeduren auf die Gruppenklasse abgebaut. Wir wissen aber, dass es an der Schule neben der Schule eine Maison Relais gibt, wo eine Gruppe sind, Müller, Sepp, Müller, Köit, kann er kommen, nach verschiedene Klassen zu summen. Das ist alles am Detail nicht klar. Aber für uns wäre aber so wichtig, dass es dann alle Schuld selbst gehandhabt wird. Weil das bringt Vertrauen mit sich. Wenn die Eltern erleben, dass an einer Schule eine Mesure und eine Prozedur sind wie bei der Noppenschule, dann verlieren die Leute Vertrauen. Wir wissen zum Beispiel nicht, wer wird wenig informiert, wer spielt den Datenschutz. An so vielen stehen eine ganze Reihe Fragen ab, dass viel zu viel dem einzelnen Niveau los und das ganz sicher, dass die Leute sich Kritik aussetzen. Damit riskiert den, dass am Anfang ganze Mesuren zu viel strikt gehandhabt gehen, weil sie einfach probiert, Fehler zu evitieren. Und das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Los in Schulen an den letzten Tagen permanent mit Instruktionen bombardiert gehen. All der teilweise hilft die eine die andere ab. Und das ist auch für die Enseignants immens schwer. Das bleibt kaum noch Zeit für die Eltern zu informieren, wie dann nur an der Schule soll funktionieren. Und das setzt für immens unter Druck. Ich will noch kurz auf das Problem angehen, über den aber schon relativ viel geschwärzt ging, das ist der berühmte Lüfte von der Sache. Der Minister dekretiert, wird dann dauernd gelüftet, Punkt. Ja, so einfach ist das nicht. Neu gebaute Schulen, die haben just ein kleines Fensterchen, die abgeht, abkippt. Und dann muss ich einen Schlüssel holen. Und dann muss ich, wenn ich den dann abmischt, dann funktioniert die ganze Belüftungssystem nicht mehr. Das ist nicht so einfach. Die Plätze weiß, wo man das Feedback kriegt, dass die Leute nicht und die Schlüssel kommen sind. Das geht nicht so, dass der Minister sagt, das wird gelüftet. Da muss ich gucken am Konkreten, ob das doch funktioniert. Und du gesagt hast, dass in allen Schulen immer die eine Seite gesagt wird, ihr merkt das, aber dann an der Realität führen aber relativ große Probleme sein. Vielleicht kann ich noch in Zukunft viel gesehen, wenn in die Reglementer möchte, wie die Schule muss gebaut gehen, dass wir irgendwann in eine Situation kommen, wo ich Fenster noch. Dann hat der Minister dekretiert, wir geben Pausen dekalieren, das hatten wir für der große Vakanz, weil du nicht mehr ein Enseignant mit der Klasse geschafft hat. Wir sind aber nur bei einem normalen Horaire, Klasse geschwommen, es kommen ganz viele Interventionen an die einzelnen Klassen, sie gehen an den Turnsaal. Das ist absolut unmöglich, ein Horaire zu machen, wo die Klassen dekaliert gern Pause gehen. Da kommen wir 4 Hand nicht raus, dazu ganz viele Schulen probiert, das ist quasi unmöglich. Und da steht der Enseignant schon, wenn die Schule geht, schlecht par rapport zu den Eltern, weil sie dann die erste Mesure vom Minister nicht umgesetzt haben. Wir sind noch relativ skeptisch bei dem mobilen Testing, den du gekündigt hast. Muss ich wissen, dass wir über 400 Schulen haben. Wenn du ein Reihe Verdachtfälle auftauchen, dann kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass du direkt eine Unität für unter dir steht. Ich kann mir dadurch so vorstellen, dass das sowas wie beim Musebus, wie wir das im Moment tun, du melden wir so und dann am Laufe vom Jahr oder wenn du mir geht, das Jahr drauf, könnt ihr einen lernst. Ich meine, noch du verliere die ganze Zeit Vertrauen, wir wissen nicht, wie die Situation sich entwickelt. Wenn du eine Reihe Verdachtfälle aufkommen, dann kann ich sich vorstellen, dass das nicht mehr funktioniert.
Viel froh stellen sich Enseignants noch, wann nur kurz nach der Rentrée die Erkältungsfälle kommen. Ab wenn ich checke mit kann wenn ich rufen mit Eltern, sieht viele Leute wissen nicht, wie sie sich sollen verhalten. Und da haben wir keine präzise Prozeduren, aber wenn die nicht überall klar und selbst sind, dann führt das just zu Unsicherheiten und Stress. Wir hätten das alles gerne am Vorfeld mit dem Minister geklärt, aber wir haben nicht gefragt. Bei den Enseignants bleibt da, und noch bei uns bleibt das Gefühl, dass der Minister seine Priorität für allem sehr großen Auftritt für unter Rentrée war. Es sind keine Informationen für uns rausgegangen, das ganz Vakanz für uns wäre verschwunden. Wahrscheinlich heute gemeint, von der am Juli mal das diskutiert, dass er dann nicht, könnte alles mal denen bekannt gehen. Anders beeindruckend die Erfahrungen, die von seiner Seite gemacht gehen, für den öffentlichen Diskurs zu monopolisieren, da keine andere Meinung oder keine anderen Akteuren eine aktive Rolle spielen zu lassen. Wenn wir von Dialog schwätzen, muss ich sagen, es gibt null Dialog. Und das ist ein großes Problem. Den erklärt auch die große Gruppe, die im Moment zwischen den Enseignants und dem Ministerium besteht. Und da geht das nach mich schlimm, von dem Minister dann noch permanent sieht, hier nicht mit den Gewerkschaften geschwärzt. Und ein gewissen Maß stimmt das doch. Ich möchte eine Videokonferenz, hier schwätzt man da ist, wir schwätzen nicht mit Team. Respektive lauscht das nicht nur, geht nicht um Suggestionen und Kritiken an, dann sind die Frohen matt, man erklärt, sie immer Frohen, und da geschieht aber im Endeffekt nicht. Das ist nicht, wie in einer Konzertation sich vorstellen kann. Zumindest zum Hören, dass es schenkt mit den älteren Repräsentanten zu schwätzen. Ich gehe davon aus, dass der Druck, den die an den Medien gemacht haben, groß genug war, und dass das auf Richter gedroht hat. Was das sekundär angeht, wollte ich auch kurz auf Mesuren eingehen, die der Minister Maisch für die Rentrée décidiert hat. Generell kann ich sagen, dass wir zu diesem Zeitpunkt mit einem großen Teil von der Rentrée-Mesuren vom Minister einverstanden sind. Also wir fanden es gut, dass er zu diesem Zeitpunkt probiert, den normalen Schulauflauf zu garantieren, jedenfalls solange die sanitären Konditionen nicht erlauben. Wir sind zufrieden, dass man nicht direkt die Schuljahr müssen aufhängen mit einer Unmasse von Restriktionen, die unweigerlich die sozialen Ungerechtigkeiten an der Schule weiter vergrößern dürfen. Die letzten Monate haben definitiv nicht dazu beigetragen, den Décrochage scolaire in den Griff zu kriegen, tout au contraire. Hier müssen wir ganz gut aufpassen, ob die Mesuren, die der Minister Maisch für das Sekundär proposiert hat, unter anderem eine Erhöhung von den Appuise-Rattrapagestunden rund 20%, ob die nötigen positiven Effekte auf die Schüler werden haben, für ihre Taren aus dem letzten Jahr korrekt abzuschaffen. Wir brauchen einen normalen Schulbetrieb. Das ist lebenswichtig für die Entwicklung von unseren Kindern und Jugendlichen. Wir dürfen zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall an eine Virushysterie verfallen und direkt alles oral und organisieren. Und hier mengen wir jedenfalls, gehen die allgemeinen Decisionen vom Minister Maisch für den Moment in die richtige Richtung. Ein paar Remarken trotzdem zu einzelnen Punkten. Als Sache Maskepflicht gibt der Minister der Lyceen die Möglichkeit, mehr weit zu gehen, wie das wird Santé an sein Ministerium vorschlagen. Also wir stehen der Idee nicht negativ entgegen, wir verlangen aber, dass so eine Decision nicht von oben auf, von einer Lycée-Direktion dezidiert wird, dass das nicht mehr passieren kann am Dialog zwischen Direktion, Enseignants, Schülern und Eltern. Wir wären uns dagegen, dass zum Beispiel Enseignants, aber auch Schüler forciert gehen, die ganze Zeit eine Maske an der Klasse zu drohen, solange das weder von der Santé noch vom Unterrichtsministerium noch von der ganzen Schulkommunität von einem Lycée so verlangt wird. Dann haben wir die ganze Informationspolitik vom Unterrichtsministerium. Die wird eine ganz wichtige Rolle spielen. Auch da verlangen wir eine klare Verbesserung par rapport zum letzten Schuljahr, wo die Schulkommunität, Direktionen inklusive, zum Teil komplett am Dunkeln gelost ging, als an vielen Situationen nicht informiert war, respektive nicht klar gesagt wird, wie die einzelnen Akteure müssten oder sollten reagieren in Funktion von einer bestimmten Situation.
Ein kurze Remark auch zur Berufsausbildung an dem heute Kader. Wie so oft wird Berufsausbildung auch während der Covid-Krise relativ wenig thematisiert. Mir auch hier muss gut aufgepasst gehen, dass ein ganz Reihe Schüler dort nicht an Tannertreffe geraten. Besonders die, für die das Jahr den Apprentissage aufhängt, an die Ilo am Gang sind, einen Lehrplatz zu sichern, an der dann enger Periode, wo viele Betriebe mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, und für sie den Apprentissage wahrscheinlich aktuell nicht die erste Priorität ist. Auch wenn das Ministerium die finanzielle Unterstützung für die Ausbildung an die Betriebe angehoben hat. Diese Schüler müssen unbedingt unterstützt gehen. Und das Ministerium muss all den Schülern, die keinen Lehrplatz an der Privatwirtschaft fanden, eine Alternative anbieten können. Diese Schüler dürfen auf keinen Fall am Rehstuhl gelost gehen. Was die Proposition vom Minister angeht, dass der Lycée selber kann dezidieren, Großklassen am ewigsten Zyklus abzusplicken, sodass ein Teil von der Klasse an der Schule ist und ein anderer Teil die Kurve von daheim aus viviert, da sind wir ganz skeptisch. Wir meinen, dass der Minister sich da ein bisschen einfach gemacht hat, für das Problem von der Klasse mit den Höhen effektiver aus dem Weg zu gehen. Bei der benjaministischen Pressekonferenz vielleicht als eine flotte Idee verkauft gehen, als in der Realität Terrain nämlich ganz schwer bis gar nicht umzusetzen. Wie soll so eine Absplickung an der Praxis funktionieren? Wie ein Schüler kommen an die Schule, und wie ein bleiben daheim? Wen hält so eine Decision? Und wie ein objektive Kriterien? Wie kann ein aktiv Mitschaffen von den Schülern, die daheim bleiben, garantiert gehen, ohne dass sie benötigt gehen par rapport zu den Schülern am Klassensaal? Wie funktionieren Kurse wie Sportunterricht, Travaux Pratik an Atelieren für die Schüler, die daheim bleiben? Etc. etc. Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die nicht geklärt sind. Hier hat der Minister besser gehabt zu dezidieren, Klasseneffektiver von einem Maximum von 21, wie es für den Moment ist, auf 24 oder sogar 20 Schüler aufzusetzen. Das ist etwas, was die Gewerkschaften schon lange verlangen, allein schon als pädagogische Gründe. Wie sogar, wenn der Minister das wählt, könnte nicht auf die Weg gehen. Ich zitiere hier aus einer letzten Versammlung, für eine große Vakanz, wo den SW ihm proposiert hat, Klasseneffektiver für die Rentrée generell zu reduzieren. Du hast hier darauf geantwortet, dass hier als gerne die Suche für so eine Initiative zur Verfügung stellen, aber nicht mehr, weil wir ihm das Personal dabei bringen. Weil das nötige Personal, das findet er nicht. Und das ist aktuell, Patrick Arendt hat doch schon geschwärzt, das ist aktuell eben der große Problem am Lützeburger Bildungssystem. Ein Problem, das sich, wenn nichts passiert, und in den nächsten Jahren weiter dramatisch wird verschlechtern. Wir haben immer mehr Schüler, wir haben immer mehr Schulen, wir haben immer mehr verschiedene Bildungswege. Dafür brauchen wir ausgebildete Pädagogen, die fehlen aber an allen Ecken und Enden. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Fängt man mit den sogenannten STEM-Disziplinen. Das sind die Disziplinen aus den Bereichen Science, Technologie, Ingenieurie, Mathematik. Das sind Bereiche, die der Minister Maisch sich basierend auf die WIFGIN-Etude unbedingt will an der Schule fördern. Wenn er aber will Formationen anbieten, da braucht er auch Formateuren. Das ist evident, der Minister Maisch hat das aber anscheinend noch nicht so richtig verstanden. Ich gehe nicht ein paar Zahlen aus der Informatik. In den letzten Jahren sind da über 40 Posten ausgeschrieben vom Ministerium. Aber nur knapp 15 Leute haben sich dem Konkurs gestaltet. Am Mann wie 10 sind schlussendlich an den Stage gekommen. Das sind nur keine 25% von den Leuten, die gebraucht gehen. Noch mehr konkret vielleicht für das Jahr 2017-18 zum Beispiel waren 12 folgend. 20 ausgeschriebene Posten haben sich 8 Leute zum Konkurs gemeldet. Von den 8 Leuten, wo schlussendlich 3 Leute Konkurs teilgeholt, aber schlussendlich als eine einzige Person an den Stage abgeholt gehen. Eine einzige Person, das sind genau 5% von dem Personal, das das Ministerium sich gebraucht hat. Auch 2019-20 waren 20 Plätze ausgeschrieben an der Informatik.
wobei last Jahr 2 Personen schlussendlich an der Stage kommen sind, 22, und davon war well ein sowieso schon als Charge engagiert, sodass schlussendlich last Jahr auch just eng einzig neue Person an der Informatik dabei kommen. Und dann hast nach der Betracht gezogen, dass am gleichen Zeitraum ja ein ganz Reihe Leute an der Informatik an Pension gegangen sind. Wenn der Staat all die Posten ausgeschrieben hat, dann ist das ja wahrscheinlich, weil sie die Leute braucht. Die sind aber definitiv nicht da. Und da können wir sich vorstellen, wie die Situation auf viele Lyceen ausgesehen. Die aktuell angestellten Informatiker haben massiv Überstunden zu erhalten. An all die anderen Stunden, die en Suspens bleiben, die von Enseignants gehalten, die entweder keine direkten Spezialisten an der Materie sind oder aber von Chargeen oder sogenannten Experten extern, die direkt von den Direktionen angestellt sind. Wir sind überzeugt, dass all die Leute die Arbeit bestmöglich machen. Mit froh stellt sich trotzdem, ob so eine Personalsituation den Grund stehen kann durchstellen für qualitativ hochwertige Formationen, wie wir sie aber an der öffentlichen Schule wollen anbieten. Und das Problem besteht nicht nur an den STEM-Branchen, mit zieht sich quer durch das ganze Bildungssystem. Qualifiziert Personal, also aber den A an den O von einem gut funktionierenden Schulsystem, leider geseidet absolut nicht danach aus, wie wenn den Interessenminister diese Probleme in der Zukunft an den Griff kriegen. Letztes Beispiel noch vielleicht, dass an diesem Kader am Juni 2019 hat den RCW dem Minister einen Brief geschrieben, wo wir darauf hingewiesen haben, dass es größere Probleme gibt um Niveau vom Rekrutement von den Maîtres d'enseignement technique an der Berufsausbildung. Der Mangel an Personal an diesem Bereich bringt mit sich, dass auch da viele von den Kollegen massiv Überstunden müssen prestieren, dass aber auch dadurch immens viele Optionen am Cycle inférieur vom Enseignement général nicht mehr können gehalten gehen, an dementsprechend viele junge Schüler zum Teil gar keinen Zugang mehr kriegen zu Handwerks-Schnupperkuren. Wie soll da nach Handwerk für Jugendliche schmackhaft und attraktiv gemäht gehen, wenn sie nicht einmal mit Möglichkeit kriegen, am Untergrad ein Handwerk über eine Option können zu lehren? Dieser Brief ist, wie gesagt, datiert auf den 17. Juni 2019, und wir haben bis heute keine Antwort darüber gekriegt. Das zum Dialogverständnis von Minister Maisch. Der Brief ist dann noch nicht mehr ein von einer ganzen Reihe von Briefen, die wir über die letzten zwei Schuljahre und den Minister Maisch adressiert haben, aber wo wir immer noch auf eine Antwort werden. Und das hat sich seit dem letzten März an der Covid-Krise definitiv nicht verbessert. Auf keinen von unseren Kommuniqués hat der Minister reagiert, nicht einmal auf den, wo 5 Gewerkschaften an 2 Schüler- und Studentenorganisationen eine gemeinsame Kommuniqué gemäht haben. Und es sind ja nicht nur Gewerkschaften, die sich über den Minister seine Dialogkultur abregen. Auch die ältere Vereinigung, die Lycée-Direktoren, die dürfen das natürlich nicht nur draußen drohen. An anderen Organisationen haben sich schon öfters über den Minister seine Dialogbereitschaft beklagt. Vom Dialog kann uns sich kein Rede sein. Wir dialogieren nicht, wir gehen höchstenfalls informiert auf ihren Fait accompli gesagt. Das Schema ist seit der Covid-Krise immer die nämlichsten. Wir gehen 2 bis 3 Tage am Voraus, oft just für ein Weekend, kriegen wir eine Mail vom Ministerium, wo wir informiert gehen, dass der Minister gerne mit uns schwätzt. Details kriegen wir kein kommuniziert, sodass wir es nicht richtig präparieren können, Zeit für eine Komiteesversammlung zu organisieren, als auch nicht gehen. Zusätzlich dazu sind just nach Präsidenten von der Gewerkschaften auf diese Versammlungen angeladen. An die Versammlungen sind auch oft gesagt, kurz ehe der Minister seine Pressekonferenz hält, sodass es der Gewerkschaften praktisch unmöglich gemacht wird, nach dem Vorfeld zu diesen Pressekonferenzen mit eigenen Proposen zu reagieren. Finalement also just der Gewerkschaftspräsident, den schon an der Versammlung selber dem Minister seine persönliche Überlegungen bringen. Wir verlangen dafür, dass wir in Zukunft zu einem freien
Zeitpunkt aktiv an Diskussionen mat angebunden gin, dass wir die Möglichkeit kreen als egen Alternativproposen mat an Diskussion zu bringen. Wie gesagt, am Sekundär, also von der Teil so den Patrigaren tut genau das nämlich für 10 Minuten gesagt, also dem Sekundär also an dem Bereich exakt nämlich wie an dem Fundamental. Auch verlangen wir, dass der Minister an einem raisonablen Delay, ob es Ulais muss reagieren. Wie gesagt, die letzten 2 Jahre haben wir generell nicht mal eine Wiederrezeption gekriegt von offiziellen Briefen und dem Minister adressiert gesehen. Nach einer letzten Remarque zum Dialogverständnis vom Minister vis-à-vis von der Gewerkschaft oder von den Gewerkschaften. Wir haben seit 2015 ein Akkord mit dem Minister, dass wir als Gewerkschaft Formationen, Konferenzen, Rundgespräche über den IFEN können organisieren und dass die als Weiterbildung unerkannt gehen am Kader von der obligatorischen Weiterbildung für Enseignants unter der Kondition, dass es sich um ein Thema handelt, den alle Enseignants konzerniert. Wir haben an den letzten Monaten 2 der Demande bei der IFEN gestaltet und wir konnten sie 2-mal nicht akkordiert, obwohl wir von den Themen hier die Konditionen vom Akkord unserer Meinung nach klar erfüllt haben. Die Information handelt um die Arbeitskonditionen von den Enseignants, aber bei der zweiten geht es um den Ersatz von den digitalen Medien an der Schule. Auch der Titan, als wir also klare Mangel und Dialog an auch ein Demokratieverständnis von Seite vom Minister, den er seinen Zugang zu den IFE-Informationen refusiert, just weil sie davon ausgehen, dass wir vielleicht nicht zu 100% auf dem Unterrichtsministerium seiner Linie leihen könnten, aber vielleicht zu verschiedenen Themen eine bisschen mit kritischer Meinung propagieren könnten. Ich will dann aufschließen mit ein paar Remarken noch nach zum Ersatz von den digitalen Medien an der Schule. Lützeburg ist mit relativ großer Wahrscheinlichkeit das Land auf der Welt, wo die Schulen flächendeckend am besten mit informatischem Material ausgestattet sind. Gestern hat der Minister ja noch annonciert, dass die Lyceen normal 15.000 iPads zusätzlich geliefert kriegen. Wir allein eine exzellente Ausstattung von unseren Schulen mit digitalem Material stellt kein Plusvalue dar. Digitale Medien allein produzieren keinen pädagogischen Mehrwert für die Schule. Das allein durch der Weise, wie das Material pädagogisch sinnvoll und mit Strukturen der Schule angesagt wird, die ein Plusvalue entstehen lässt. Und dafür brauchen wir ein Gesamtkonzept für die Schulen, die muss erstellt gehen. Dafür müssen Lernprozesse für komplett Lehrgänge ausgeschafft gehen. Dafür muss die Ausbildung von den Enseignants eine fundamentale Neuorientierung erleben. All das ist zu Lützeburg nicht oder viel zu wenig gehen. Bei uns als Schiedsverein immer nach irgendwo, ob sich allein gestaltet, nur Motto, hier ist Material, hier sind ein paar Beispiele, guckt, dass der einzige ist. Es kann ihn zwar von punktuellen Offeren an Programme profitieren, nach gestern hat der Minister ja ein paar Neuerungen präsentiert, wie gesagt, es fehlt aktuell an einem pädagogischen Gesamtkonzept für die Schule. Als problematisch empfanden wir außerdem den Kontrakt, den das Bildungsministerium mit einem Konzern wie Apple aufgeschlossen hat, an den Schulen mit informatischem Material ausrüstet. Also Staat gibt es so einer privater Firma einen exklusiven Zugang zu unseren Schülern und wird so viel mehr einfach, sie als später Klienten zu rekrutieren. Als Schulen sollen aber kein Marché für Privatfirmen durchstellen und als Schüler sollen weiterhin als Schüler und nicht als Klienten angesehen gehen. Eine weitere Frage stellt sich auch zum Datenschutz. Großkonzerne wie Apple und Microsoft erhalten an unsere Schulen Zugang zu den Daten von unseren Schülern und wir wissen nicht präzise, was mit diesen Daten passiert. Die Schule hat aber auch die Aufgabe, Daten von seinen Schülern zu schützen und sie über das Thema Datenschutz aufzuklären. Hier stellt sich die Frage auch, für was Lützeburger Schulen nicht insgesamt mehr mit Open Source Materialien schaffen, die kein kommerzielles Interesse an unsere Schüler haben. Für das wir es nicht falsch verstehen, wir sind uns schon klar bewusst, dass wir die digitalen Medien brauchen, für die Schüler auf die Zukunft zu präparieren. Wir brauchen eine umfassende Medienbildung an unserer Schule.
Wie für das ganz pädagogisch sinnvoll umzusetzen, brauchen wir auch ein klares Gesamtkonzept. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen Programme und wir brauchen ausgebildete Lehrpersonal. Vieles davon ist nicht an unsere Schulen angekommen, auch von dem Minister, wie gesagt, gestern auf seiner Pressekonferenz ganz viel über die Digitalkompetenzen geschwärzt hat und eine Reihe Neuerungen annonciert hat. Mir das schon oft geschieht an Hand tun, als dann aber Terra und sich nicht viel Neues passiert.